Was ist Fastelovend? Ist das nur noch Party? Ist das vielleicht so ja schon Ballermann? Dabei ist der Karneval ja eigentlich da, um alles in Frage zu stellen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Spaß miteinander. Gönnt uns mal die 5 Minuten, um etwas anderes zu sagen. Gerade heute müssen die Karnevalisten ihrer Aufgabe gerecht werden, die Freiheit weiterhin aufrechtzuerhalten. Brings haben auch immer Stellung bezogen. Nach 10 Jahren als reine Rockband sind sie 2001 in den Karnevalsbetrieb eingestiegen. Wir sind ja auch als Rockband in den Karneval gekommen. Ich kann mich erinnern, die ersten Präsidenten haben zu uns gesagt, weil wir da so rumgehüpft sind. Und man kannte das damals nicht. Ne? Die meisten Bands standen so an ihrem Mikrofon. Da haben wir gesagt, Brings, wenn ich einen Tanzgruppe brauche, ruf ich ihn an und so. Klare Haltung, auch auf der Karnevalssitzung. Ich habe diesen Text geschrieben in der Nacht, in der gewählt worden ist in Deutschland und das Wahlergebnis feststand, haben wir diesen Song geschrieben und wir waren nicht glücklich in dieser Nacht. Zum Glück sind wir die Ecke, ja, ob die Straße und uns nicht verstecke. Wir sind laut und wir sind bunt und wenn man komme, jede rund. Hör mit dir ruhen, wie es die Färb der Freiheit blieb für jeden Ching, 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 der Restaurant. Ich will das auch. Ich will einfach, dass die Leute draußen sehen, dass wir nicht so ein paar Affen in Karo-Klamotten sind, sondern politisches Bewusstsein haben, dass wir uns verantwortlich fühlen für die Stadt, für die Menschen, die hier leben, für die Menschen, die hier zu uns kommen. Mein Bild des Karnevals war immer, dass hier irgendwie der Ort des Anarchismus war, die sich dagegen gestellt haben. Und leider war es genau umgekehrt. Der Kölner Karneval hat den Faschisten Tor und Tür aufgemacht. 1934 gab es schon den ersten großen antisemitischen Karnevalszug. Die Büttenredner hatten dies drauf. Die Liedermacher waren genau auf dieser Meinung und es war ja durchseucht, das ganze Feld. Und umso leuchtender tritt eigentlich aus diesem ganzen Mistbeet Karl Küpper heraus, weil er es nun ist, der die andere Seite hochgehalten hat. Karl Küpper war einer der populärsten Büttenredner in Köln und in ganz Deutschland bekannt. Karl Küpper war natürlich zunächst mal diese Geschichte, ist oder Breine. Das ist das, was mir erzählt wurde, oder bei uns liegt der Dreck so hoch oder so. Ne? Er hat sich seine Narrenfreiheit eben einfach nicht verbieten lassen. Wenn man sich überlegt, ne, dass einer da rausgeht und sagt, bei mir im Keller liegt der Dreck so hoch. Also erstmal diesen Typen auf der Bühne Dreck zu nennen. War ja klar, dass es gar nicht um Keller geht, sondern um Dreck geht. Bah. Der war mutig. Das würde ich jetzt niemals auf das runterbrechen, was wir oder andere Kollegen einfach machen, indem sie Haltung zeigen. Wer ins Kabarett geht, weiß ungefähr, was ihn erwartet. Eine Karnevalssitzung bietet ein viel breiteres Spektrum. Und die Zuschauer wollen in erster Linie Spaß haben. Das Publikum ist zudem weitaus heterogener. Entscheidend ist auch der Zeitpunkt des Auftritts bei den oft mehrstündigen Sitzungen. Ja, man muss auch in so einem Saal immer abchecken, wie viel geht, wie aufmerksam sind die, wie viel haben die schon getrunken, geht so eine Ansage unter, brauchen die, weißt du, manchmal kommst du ja in den Saal, da merkst du, oh, die sind alle sehr aufmerksam und da kannst du deine Geschichte erzählen, da sind die auch bei dir. Für mich wäre ein Riesenwunder, und das kommt ganz von Herzen für mich, wenn wir am Aschermittwoch wach werden würden und die AfD hätte sich einfach in Luft aufgelöst. Wir sind schon ausgebuht worden, je nachdem, bei Ansagen, das kenne ich. Ne? Gerade wenn du in die ländlichen Gebiete kommst und fängst an, auf der Bühne über die AfD zu stänkern, dann buhen die schon mal. Kotzt mich nicht, ist mir egal. Also, ne? Ist ja auch keiner gezwungen, die können ja den Saal verlassen, können ja rausgehen. Und die sehen ja auch, dass wir da spielen, muss ja keiner da hinkommen. Also. Zum Beispiel der Festkomiteepräsident Thomas Liessem, ne, der Karnevalsfunktionär mit der tiefbraunen Weste. Thomas Liessem war vor dem Krieg Präsident des Festausschusses und nach dem Krieg Präsident des Festkomitees. Frohe Fahrt in eine fröhliche
Regierungszeit. Derselbe Präsident sitzt hinter dir und schafft es wieder, dir das Maul zu verbieten. Ich wäre ausgerastet. Und das hat er nicht getan. Die haben den gebrochen zum Schluss. Der hat zum Schluss in der Kneipe in Kalk gestanden und Bier verkauft. Und so wie ich das gelesen habe, war er danach, da war dann vorbei. Die haben ihm echt diese Kraft genommen. Ne? Ab Ende der 50er Jahre betrieb Karl Küpper mit seiner Frau Sophie eine Gastwirtschaft in Köln-Kalk. Seit 1960 ist er in keine Bütt mehr gestiegen. 1970 starb Karl Küpper im Alter von 64 Jahren. Erst 2011 wurden seine Verdienste mit einem nach ihm benannten Platz in der Kölner Innenstadt gewürdigt. Heute ist Karl Küpper ein moralisches Vorbild. Auch und gerade im Karneval. Wir wollen in dieser Session an einen Redner erinnern, der ein großer Star in den 30er Jahren war. Der Mann, der hieß Karl Küpper. Man muss sich vorstellen, der ist rausgegangen und hat gesagt, bei mir im Keller litte Dreck, Suhu. Da ist die Gestapo gekommen und hat den verprügelt. Am nächsten Abend ist er mit dem blauen Auge wieder auf der Bühne und hat gesagt, es ist immer noch am Rennen. Solche Menschen brauchen wir momentan auf unseren Bühnen im Karneval, die den Mund aufmachen, den Arsch in der Hose haben und sich nichts gefallen lassen. Früher ist eine Würdigung in der Form gar nicht möglich gewesen, weil noch viel zu viel mitgespielt hat in der Gesellschaft. Heute sind wir da ein bisschen freier, haben die nötige Distanz auch hier, jemanden zu ehren, was sicherlich früher sinnvoller und wünschenswerter gewesen wäre. Aber da muss man einfach auch der Situation Tribut zollen und sagen, das war damals auch vielleicht noch gar nicht so möglich. Für die Redner wird es allerdings immer schwieriger. In ihrer Wahrnehmung hat sich die Feierkultur stark verändert. Es werden immer weniger Redner und die Sitzungen werden immer lauter. Das heißt, wir haben viel Party, und ich glaube halt, zu einer Sitzung gehört da noch mehr. Aber wir wissen natürlich, was dahinter steckt. Das ist, wenn du eine Rede hältst, eine wirkliche Rede, Bernd singt ja oder so, und du bist nur am Reden und nach so einer Band wie wir oder nach Querbeat oder sowas, dann ist natürlich der ganze Laden aufgeheizt, der haben voll einen auf die Ohren gekriegt, sind alle noch und dann fängt er an zu reden. Die ersten 5 Minuten kriegt das Publikum nicht mit. Tommy Engels, der Drummer, Peter Schütten, der Leadsänger und Eris Toklossa, Sänger und Gitarrist der Stowaways, beschlossen, unter ihrem kölschen Künstlernamen The Black Föß, die nackten Füße, das diesjährige Karnevalsgeschäft zu beleben. 1971 kamen die Black Föß auf die große Karnevalsbühne. Bald 50 Jahre kölsche Lieder mit klarer Botschaft. Das war der Soundtrack von unserer Kindheit. Und die haben sich mit vielen Leuten angelegt. Die hatten mal ein Lied über die Bundeswehr am Arsch der Welt. Ne? Da sind die ausgeladen worden für. War eigentlich ein Lied, mach lieber Zivildienst. Ne? Man wusste auch immer politisch, oder besser gesagt, man wusste immer um die Gesinnung dieser Band. Und das war uns immer sehr sympathisch. Ich zeige, wenn ich will, auch Haltung auf der Bühne, wenn wir die Kaffeeboot spielen, weil in jedem Wort, das wir in dem Text singen, erkennbar ist, dass wir das, was wir singen, auch erlebt haben und dass wir ein Teil dessen sind. Und gemeinsam mit diesem Lied sehe ich noch andere oder auch das Stammbaumlied in unserem Fädel. Es zeigt, dass wir nicht über etwas oder neben etwas stehen, sondern dabei sind. Ich war ein stolzer Römer, komm mit Cäsars Legion. Ich bin ein Franzos, komm in Napoleon. Ich bin Burscheiner Fischer, Bettler und Edelmann, Sänger und Gaukler, so fing alles an. So sind wir all hingekommen, wir sprechen all dieselbe Sprache. Das ist klug. Du musst schon die Leute an der Seele packen und am Gewissen packen. Wenn du im Karneval an den Verstand appellierst, kommst du gegen das andere, was da passiert, nicht an. Das wirst du nicht schaffen. Wir haben dadurch so viel gewonnen. Wir sind, wie wir sind. Wir Jäcke am Ring. Das ist der Oma stolz auf sie.
Wir singen alle den Kölschen Stammbaum, machen quasi klar, dass wir jeden hier auch willkommen heißen. Es ist natürlich wie überall, es ist nicht an allen Ecken in der Stadt so und es wird nicht überall so gelebt. Aber der Karneval macht es vor, er macht Mut dazu, sich in den Arm zu nehmen. Ich bin Grieche, Türke, Jude, Moslem und Buddhist. Doch wir all mir sind nur Menschen, vom Herrgott immer geliebt. So sind wir all hingekommen. Wir sprechen all dieselbe Sprache. Dass jemand anders im Raum ist, der vielleicht eine ganz andere Meinung hat, ohne dem direkt an die Gurgel zu gehen. Das ist halt Toleranz und das muss man können. Wir sind, wie wir sind. Die Ecke am Ring. Das ist Ich glaube, dass der Karneval heute auch wieder dafür da ist, um Missstände aufzudecken oder darüber zu reden. Das ist eigentlich mein oder unser Karneval. Wir sind, wie wir sind. Auf einmal steht man da und wacht morgens auf und denkt sich, warum habe ich nicht meinen Mund aufgemacht? Mein Vater war immer der Meinung, ich bin unpolitisch. Dabei war er der politischste Mensch, den man sich überhaupt vorstellen kann. Stolz,